Shalom Aleichem, teure Freund. Ich heiße Shmuel Perlin und ich bin der New Yorker Jid in China. Oder besser gesagt in China und in der Umgegend. Weil die chinesische kulturelle Sphäre ist verspreit über durch Misrach-Asien. Und heint hebt sich an unsere Geschichte da, in Malaysia, in Malakka. Eine von den Orten, wo die Meire-Welt und die Misrach-Welt haben sich erst zu neu getroffen mit 500 Jahren zurück. Wenn das ist gewesen, ein weiterer Avantpost zwischen den Merchakim von der portugalischen Imperie. Demalt, in Meschech von 100,5 Jahrhundert, hat die dosige Imperie kontrolliert oder geprüft zu kontrollieren den teuren Handel von dem Indischen Yam mit seinen Kolonien von Hormuz bis die Durchgossen von Malakka. Darüber sind gekommen her sephardische Jiden, hereingerechnet die Onusim, die behaltene oder geschmattete Jiden von der Inquisition, wie euch die Misrach-Jiden, zu suchen Parnasse, ein besser Leben und ein bisschen Freiheit dazu. Auf wie viel ich weiß, hat man die ganze Geschichte von den Jiden in Asien noch nicht umgeschrieben. Efter weil die Qualen sind verschiedene, die Beherrschung von Lashones, was man darf haben, ist kolossal, und eine Sache von den Protim bleiben sei wie sei unklar. Kein mamosches dicke Sporen und kein Hemmscheck von der amoliger jüdischen Kehila in Malakka sind nicht toll. Verschwunden geworden mit ein paar Jahrhundert zurück. Aber Leute der ortigen Tradition sind geblieben behaltene Jiden, a viele nicht wissendig, als sie hielten noch ein paar Minhagim bis in heutigen Tag, wie anzünden die Licht, Freitag zu Nacht. Leute, die jesuitische Qualen in die Gessla hat gewohnt eine nicht kuschelige jüdische Bevölkerung. Und berühmte Rabbonim, was haben gehabt mit Cookie, mit dem Missionär Francis Xavier. Und dachte sich, als jener ist da geworden, der erste Mensch von Europa, zu Herrn Jedias, wegen der chinesischen Jiden. 60 Jahre Eder Matteo Ricci, ein anderer Jesuit, hat sich getroffen mit den chinesischen Jiden in Peking. Nach die Portugieser ist die Stadt beherrscht geworden von Holland, nach dem von England und jetzt von Malaysia, ein Land berühmt geworden mit seinem gewesenen antisemitischen Präsident Mahathir. Die Regierung hat verwehrt, die israelische Bürger hereinkommen in Land. Penang ist eine Insel und eine Provinz von Malaysia, was ist bereichert geworden von einer Sache kultureller Einfluss, aber was gehört noch allem zu der chinesischen kulturellen Sphäre. Wir stehen jetzt in der Beisäulung von der jüdischen Kehila, gegründet um 1835 auf Yehuda Road, das heißt auf der jüdischen Gas. Da liegen begraben mehr wie 100 Juden. Der letzte ist gestorben in 1978. Zwischen sie sind Ashkenazim, wie einer Mendel Jankovic und einer Lizzie Schwarz von Rumänien, aber auch eine Sache von den bagdadischen Jiden, die sind so matzliach unter der britischen Imperie. Die meiste ist gewesen Asa. Unheb 19. Jahrhundert hat Daoud Pascha, der Gouvernator von Bagdad, noch gefolgt die bekoverdicke alte ortige jüdische Kehila, was eine Sache von sie haben gemusst antläufen auf Misrach. Besonders zuziehig sind gewesen die wachsenden Havens von Britisch-Indien, also wie Mumbai, Surat und Kalkutta, wo ein paar Tausend von sie haben sich besetzt. Etliche berühmte Mischpuches, wie die Sassoon, die Kadori und die Mair, haben gehabt ein Husch für Kommerz, le Moschel in Handel mit Opium, aber es sind euch gewesen eine Sacharmee. Dennoch, auf einer natürlichen Neufen haben sie sich zerspreit in andere Handelszentren von Misrach-Asien unter der britischen Fahne, also wie Shanghai, eine internationale Stadt, wie wir haben es gesehen in einem früher dicker Programm, Hongkong, Penang und Singapur. Kein Chiddisch nicht, als die Mehrheit von den Jiden, die sind entlaufen von Penang bei der Zweiten Weltmilchome, haben sich nicht zurückgekehrt. Kurz in der Stadt, Singapur, gleich auf dem Äquator, hat der politische Matze für Jiden in dem Rayon sich stark gebieten nach der Milchome.
Nur in dem dosigen Stadtland und in Hongkong ist geblieben eine kosmopolitische Sphäre von Säuchern und Geschäftsleuten, was reden verschiedene Lachones, Englisch, Chinesisch, Malay, Tamil und führen an mit dem Handel von der Welt. In Tocht genommen ist die jüdische Existenz in Misrach-Asien allemal verbunden gewesen mit Kolonialismus und dennoch mit einem kolonialen Regime. Schon in 1830 hat ein englischer Missionär geschrieben, als 8 oder 10 Jiden von dem mittleren Misrach sind gekommen in der Stadt. Es war, als sie seinen gewähnten Mecklers reinkappen die Gelegenheit zu entwickeln, was es loszieht. Tuta Cook auf der ältesten Schule in Dorem Misrach-Asien, Mogen Abad. Gebaut in 1878 ist es ein lebendiger Ort bis in heutigen Tag. Ein jüdisches Leben blieb auf noch in Singapur, wo ein Gemisch von ortigen Jiden, eine Sache von einem bagdadischen Abstamm, was stützen unter die 2 Schulen, ein Talmud Torah, eine Schule für die Kinder, 2 Mikvahs, ein Moshav Skenim und ein koschere Restaurant. Der Rav von der Stadt, ein orthodoxischer, hat mir gesagt, auf ein prächtigen Jiddisch, als sie sitzt auf viele eine kleine Sphäre von progressiven Jiden. Gewähne solche jüdische Gegend darum Selegi-Roven, am Mahala, also haben die bagdadischen Jiden es gerufen auf sehr judäo-arabisch. In die Geslach ist geboren David Saul Marshall, ein Advokat, was ist geboren der Vater von Unabhängigkeit in Singapur und der erste Hauptminister von dem Land in 1955. Ich bin sei ein Jid, sei in Asien, hat Marshall einmal gesagt. Mächtige Wörter, was haben Abklang bis heint in der gebliebenen jüdischen Kihile von Misrach-Asien.